Wir sind als Verband alle guten eins, dass eine effikaz Kontrolle von Lebensmitteln richtig und wichtig ist. Hier wird für Katastrophen zu verhindern, wie Madame Lorge so andrucksvoll abgezählt wird. Hier wird aber auch für einfach normal hygienische Bedingungen an Restaurant oder Frittebuden zu garantieren. Das entspricht auch einer Forderung von den Betroffenen selber, dass die Kontrollen in Zukunft sollen besser koordiniert sind. Sowohl die Handwerkerskammer, Dorica wie auch der Commerz haben sich an ihren Avien klipp a klar ausgeschwert für eine einfach und transparent Prozedur und das am besten von einer einzigen Autorität. Das Ziel wird mit diesem Text leider nicht mehr ganz begrenzt erreicht. Den neuen Kommissär, wobei ich vielleicht Zwischenbemerkung mehr, für was nennen wir neue Institutionen in letzter Zeit immer Kommissär? Das erinnert mich wie so eine Sowjetunion. Eigentlich müsste das schon ein Direktor von einer Verwaltung sein, auch nicht ein Direktor von, ein Kommissär von direkten Steuern, mehr ein Direktor von direkten Steuern. Die kriegt also eine Kontrollaufgabe, der Mensch, das Organ, und das ist ganz gut, kriegt als Aufgabe zu koordinieren, auch das ist gut, aber trotzdem bleiben die verschiedenen Verwaltungen, sprich Ministerien, die verschiedenen Autoritäten, ihre jeweiligen Ministerien, untergeordnet. Das sind Organe für Santé, Veterinärsinspektion, Landwirtschaft, Police, Konsumentenschutz, habe ich schon abgezählt. Obwohl an der gefasst, all das Service no bei ihnen zu bringen, vielleicht sogar bei einem ähnlichen geografischen Site, geht das einfach nicht weit genug. Sogar hier beste Données sind im Moment nach gar nicht anderen Nähen liiert. Richtig als Ziel, dass den Kommissariat soll Kontrollen harmonisieren mit Mist viel weit gehen. Effektiv als es anormal, wenn an diesem wie an anderen Bereichen Kontrollen von multipliziert gehen, von diversen Autoritäten durchgeführt gehen, an den betroffenen Betrieb dadurch belastet wird, an übrigens auch die Steuerzahler ein hede Geld kascht. Die einzig richtig Lesung wir gewirrscht, und da sind ich vollkommen d'accord mit der Madame Hetto und noch mit der Kritik von der Madame Lorge, eine einzig autonom Entität am Bereich Lebensmittelsicherheit zu schärfen, unter den Titel von einem einzigen Ministerium. Hier hat sich für Santé, Landwirtschaft, Konsumentenschutz sich nicht d'accord machen, sie sind nicht in kommen. Der Landwirtschaftsminister hat haut nicht immer mehr Propositionsrecht, was den Kommissär angeht, und trotzdem Gusti Grasinger lächtere Macht über Troll vom Landwirtschaftsminister, muss ich so für am Langage für der Weltmeisterschaft zu bleiben. Hier steht LSAP 1, DP 0. Zwei weitere Punkte sind höchst kritikabel. Das sind die staatlichen Aufgaben, die vom Steuerzahler bezahlt. Und das ist anormal, eine staatliche Kontrolle zu taxieren. Stell dich vor, ein Polizist kontrolliert ihren Führerschein und hilft dafür einen Tax von 10 oder 20 oder 50 Euro, obwohl der Führerschein an der Reihe ist. Gott sei Dank auf High Tax nimmen angefordert bei einer zweiten Kontrolle, wenn nur einen Konster von einer Unregelmäßigkeit, mit trotzdem sie mir als ADR gehen weiter Taxen, als selbstverständlich auch gegen das Tax für eine staatliche Kontrolle, die immer hier bis zu 10.000 Euro bedrohen. Den zweiten großen Kritikpunkt ist die automatisch, ja sogar die Veröffentlichung von Resultaten von Kontrolle. Hier besteht, wie die Handwerkerskammer zu Recht moniert wird, Gefahr von einem Missbrauch. Sie wird für zu schulden oder sie wird auch für auf diesem Weg indirekt einen Betrieb zu bestrafen und das auch für geringfügig Nonkonformität. Ich muss das einfach mal praktisch vorstellen, was an einer Küche zum Beispiel alles kann schief gehen. Ein Leerbau wird vielleicht ein Salon an der Frigo gestaltet, die müssten in Zucht gehen, schon sind wir bei einer Nonkonformität oder sie bei den plättischen Problemen, schon sind wir bei einer Nonkonformität, als schon den Betrieb am Fenster gehangen, wie, naja, zumindest douteux. Ich weiß nicht, ob wir in so ein Restaurant gehen, wir schulden dummer den Betrieben überproportional, auch schon bei geringfügigsten Nonkonformitäten oder Zwischenfälle, die können stattfinden. Das Gesetz ist also an der Somme geguckt, ein erster Schritt an die richtige Richtung für mehr unkompliziert und harmonisierte Kontrollen. An diesem Domain geht es aber bei weitem nicht weit genug. An die neuen Taxen, an Zwangspublikation von Resultaten lässt als schlussendlich kein anderer Schwach als RDR, also wie gegen diesen Text zu stimmen.